So, van dort is, nou, het wil zijn dat je raadste vast. Het wil een voedsel zijn waarom. Ja, vierstellen denk je, het broekt me niet veel hebben al gereed, oder gezongen. We willen van Jezus reden. We willen vandaag reden van Heilige Geest. Pfingsten, dat is 50 dagen nadat Jezus opgestorven is. En 10 dagen later, als hij im Himmel gefahren wie. En da wie wird, wenn ein Mensch stirbt, oder wenn ein Mensch für lange Zeit oder für immer wach wird, dann sind das ganz Wichtigste, was heute sein hat, seine letzte paar Wied. Weil, wenn wir heute nicht sterben, dann sagen wir nicht anneutet mehr, sondern das Allerwichtigste. Und so wie das auch bei Jesus. Jesus wie der letzte Stunde mit seinen Jüngern. Er wird kurz im Himmel fahren und wovon er noch redet, und das werden wir uns gerade lesen, in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 und 5. Hier steht es. En als hij met een töp weer, beval hij ernt nicht von Jerusalem wegzugehen, aber ab dort Versprechen vom Vater aufzuwarten, dort Jesus heu von mir gehört haben. Als Johannes däubt wohl mit Wasser, hierüber sollen mit dem Heiligen Geist gedäubt worden, nicht lang ne diese Tage. Das ist so das Letzte, was Jesus sagt. Er sagt, je wacht, ab dort, was mein Vater versprochen hat. Und das sagt einmal im Neuen Testament, da ist ein Versprechen gewesen. Eint, was Gott aber war da, der die Propheten vorabgeschickt hat. Ab dort wachte sie alle. Ab dort wacht Gott, der Vater, das Mischte. Wie wurde dort fürs Lesen? Jesus sagt, wacht ab dort Versprechen, das Versprechen ist der Heilige Geist. Das Versprechen ist, Jesus wird jünd taufen. Ungeducke mit dem Heiligen Geist. Die worden ganz an dem angeduckt sein. Das ist dort, was der Vater all einmal versprochen hat. Und wir lesen dort in 2. Korinther, Kapitel 6, 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16. Hier steht, ein Wort für ein Töpfstunden haft Gott sein Tempel mit Jetterbilder. Das ist eine Frage, würde hier im Text steht, und dann kommt es, weil sie sind der Tempel von dem lebenden Gott. So als Gott sagt, und das seht ihr auch früher, das seht ihr auch vorher, ich will an Ernt wohnen, und an Ernt wandeln, und ich will Gott sein, und so sollen mein Volk sein. Das ist dort, wo Gott sich freut, außer den Menschen anfängt zu mucken. Gott hat ein Versprechen gegeben, und heute war das Meiste. Der freut sich das Meiste, dass das Tag wird kommen, wo heute wird uns wohnen, und wir würden sein Volk sein. Und heute wird uns Gott sein. Es ist wunderbar. Es ist einmal wunderbar. Und ich will einfach mitmachen, dass wir nicht alle gleichzeitig, die gleiche Zeit, dass wir nicht kurz einmal Jesus ihr geben, Jesus Dankeschön sagen. Ich habe einfach alle Leute, schöner Brückner im Nubatitje, einfach Jesus ihre, will es heu haft und sie sagt, was für ein Geschenk, was für ein Versprechen, heu ans Bild schätze wird, am ein paar Tage. Wer wir beten? Dankeschön, Jesus. Bet alle Leute, wie ihre die Jesus. Du bist herrlich, Jesus. Du hast uns dem Heiligen Geist versprochen. Du hast uns dem geschenkt. Wir bringen die ihr, wir heben die hoch, Jesus. Du bist herrlich, Jesus. Und du träumst davon, an uns zu wohnen. Dort wie dort, woran du im Himmel gehst. Wir
danke dir, Jesus. Wir heben die hoch. Halleluja, Jesus. Jesus, wir ehren die. Gott will so an die wohnen, an mir wohnen. Und von dort wohnt er an mir. Kannst du mal so anfoten und sagen, ist ein Tempel von Gott. Foto dich mal an, lass dich das mal sperren. Ist ein Tempel von Gott. Gott, der Allmächtige, lebt an mir Beine. Hey, das hat er versprochen. Am finstersten Tag, wo das anfängt zu passieren. Und von da an ist das immer mehrlich. Das ist großartig. Der Gott wird reden in der Worte des Stirns. Der wünscht sich nicht mehr, als bei die Beine zu wohnen. Der Gott wird kraftvoll ist. Der Gott wird alles sieht. Der Gott wird rein und herrlich ist. Wird gerecht und lebendig ist. Wird Leben morgt, wenn er redet. Der hat einen geradsten Wunsch. Der will in die wohnen. Und von dort kann ich sagen, das größte, allmächtige Gott wohnt in mir. Wenn wir dort einmal sagen, jeder für sich, Gott, der Allmächtige, wohnt in mir. Er ist eine Wohnung für Gott. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Das sind nicht bloß Wort, sondern Gott hat dort geschafft. Du bist seine Wohnung. Halleluja. Kort wird wie passiert. Jesus hat versprochen, dort kommt der Heilige Geist. Und die Worte echt wollen mit dem Heiligen Geist hoffen. Also es ist das, was Jesus so wichtig wie. Das wird das Letzte, was er sagt. Morgt und reut. Wacht gut nur nicht an, gut nicht los in der Welt, was das ihr getauft haben. Das wie Jesus so wichtig. Dass Gott in die wohnt, für dort, dass du los bist und von ihm redest. Für dort, dass du den Alltag, dass dein Hort sich, dein Denken sich ändert. Ich will in die wohnen. Nu wäre es ein Typ, der Jenja, wie 120 Menschen. Und ab einmal wartet Leute aus dem Sturm. Und da kommen 4 Tünge und sahen sich ab jedem Einzelnen. Und da steht, die warten voll vom Heiligen Geist. So dass das Eva-Schild, die warten getauft, die warten ganz ein und ungeduckt am Heiligen Geist. Die wären so proppendig voll, dass der Müll rauskommt. Jesus sagt, wo das Hort voll ist, dort kommt der Müll raus. Und als sie ganz voll wären vom Heiligen Geist, kommt der Müll raus. Sie fangen an, Gott zu loben, zu preisen, Jesus zu preisen, und dort ab alle Orten Sprache. Da wären so viele Menschen, die verstehen alle. Und ganz verschiedenste Sprache. Und dort hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott sagt, wo mein Geist kleinere Utjoite ab alles Fleisch. Wenn wir mal sagen, ab alles Fleisch. Nochmal, ab alles Fleisch. Alt und jung, Mann und Frühes, Tjenja, ab alles Fleisch, wo mein Geist utjoite. Und dann wollen sie Visionen haben, und Träums. Und etwa manch irgendwo, und sie wollen eine neue Sprache reden. Dort hat der Prophet hunderte Jahre vorhergesagt. Dort passiert. Dort passiert am Pfingsten. Und wenn wir Apostelgeschichte lesen, dort passiert immer weiter. Immer weiter, wenn sich wer bekehrt von seiner Sünde und Jesus aus den Herrn bekannt und annommen, und wo er getauft wird, zum Wiese, zum dort döne, gestorben mit Jesus und stod ab mit Jesus, dann wurde denen die Hände abgeleicht, Gebet, dass sie erfüllt waren und getauft waren mit dem Heiligen Geist, und dann passiert das. Dann passiert das, dass die nie bekehrt, die wären gerade 5 Minuten gelebt, und die waren voll vom Heiligen Geist, und die fangen an, eine neue Sprache zu reden. Und das passiert immer und immer weiter. Diese 120 Menschen, der Jenja, wenn der Typ wäre, der hatte der Geschmack und kraftig durchschlagen. Der hatte den Beizefall, der hatte Schiss. Was waren die Pharisäer und die Römer mit uns nicht zu tun? Schaut mal, Jesus hat sie letzt angebracht. Ja, der ist nicht weich, verschwungen ist er.
Die sagt, wir sollen warten, aber die wir Schmack alles teuer macht. Aber als das ab einmal losgeht, dass wir sollen Leute dort die ganze Stadt hier dort, da kommen sie alle Töpfe gerannt. Ich will sagen, Jerusalem ist nicht so eine schrecklich große Stadt. Wir sind einmal da gewesen mit mir früh. Dort kommen sie eben schütten. Das ist gar nicht so groß. Aber das wie so, die Menschen haben das alle gehit. Und die rennen da alle Töpfe, sagen, was ist hier so Leute? Nu wie nicht mehr mit verstoppen. Wenn der Heilige Geist bei ist und so voll ist, dass es rüberkommt, dann scheelt es eben, dann ist es zu hören. Und Jesus hat gesagt, die waren Kraft kriegen. Kraft für was? Kraft zu vertalen, was ich für Wunder getan habe, als ich noch hier bin. Und Kraft zu vertalen, was ich in ihrem Herz getan habe, weil ich eine kraftvollen Start gemacht habe, dort die nu sehend sind, die wollen mich bezeugen, beziehen. Denkst du, sag ich nicht nehmen. Die wollen vertalen, was ich an ihnen getan habe. Und was hat sie zu sagen? Ich sehe eine Wohnung für Gott. Ich sehe nu Gott sein Tempel. Dort wird er versprochen, das passiert. Ich sehe nu Gott sein Haus. Und so reden sie von Jesus Christus diesen Tag. Und die Menschen sagen, das steht mir an. Das ist nichts besonders Wundervolles. Heute steht das ganz klar. Ich habe Jesus angebracht. Ich habe den Radar. Ich habe Gott dort gemacht. Aber von da ist es Tag, dass ihr Beziehung fandet. Und ihr waren auch voll worden vom Heiligen Geist. Gott will ein Jünd wohnen. Wer braucht dort? Dann jemand daheim heißt. Dann jemand daheim heißt. Ich will dort auch. Gott soll auch an mir wohnen. Komm, bezieh von Dingen sind. Laut die Teufel ein Wort, starb mit Jesus, starb nicht leben. War voll, wie leid die daheim, war voll vom Heiligen Geist. Und dann gut leben als ein neuer Mensch. Gut als ein Sehen Gottes, als eine Tochter Gottes, gute Haus, und die Leben dreht sich um. Das wird sich ändern. Diesen Tag 3000 Männer. Wie viel früh sind Kinder? Meistens bekehren sich Kinder das erste, das Pedigste. Und dann früh sind irgendwann neue Männer. Gott möchte alle Männer helfen, dass wir uns Pinja bekehren. Dass wir uns stolz einfach Pinja aufleihen und sagen, hey, ich will auch um die Tod. Ich will auch voll sein vom Heiligen Geist. Ich brauche Gott seine Kraft. Ich will dort auch an mir wohnt. Gott soll uns helfen. Kinder, frühes Männer, jung und alt. Gott träumt davon. Sein Wunsch, sein Wille ist, dass wir von arm ganz erfüllt sind. 3000 Männer und frühes in Kenia wird an einen Tag getauft. Dort wie mal was. Da hat ein Fast zu feiern. Nu wäre das nicht 120 und da Gott sein Geist wohnt, sondern 3120. Wow, und die wäre sich alle so klar, weil die wäre voll vom Heiligen Geist, als sie eine Wohnung von Gott. Meine Sünden sind vergift. Ich habe Frieden. Mein Leben hat einen Sinn. Nu ändert sich alles. Wunderbar. Der Heilige Geist, manchmal fällt dann so ein Schwur ans am Pferdestall. Rückwirkend nicht. Aber manchmal denken die Menschen, der ist so aus einem Wald. So nicht zur Sonne, irgendwo schafft, ja. Jesus sagt, der Heilige Geist, der schafft, wo er will. Das ist aus dem Wind. Heute ist wirklich ein Wind, aber wenn wir uns am bloß aus dem Wald feststellen, ist das ein bisschen schmal. Erstens ist der Heilige Geist mit dem Jesus Christus und mit dem Vater ist heute Gott. Heute ist eine echte Person, mit der man reden kann und kriegt man Antworten. Und der Heilige Geist ist eine Person, die uns Fragen stellen kann und wir können reden. Töhorchen und sprechen. Mehrmal im Neuen Testament sagt es, hat Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Na, wisst ihr, wann ihr Terror drin ist? Wir kennen das noch nicht, wir sind noch frisch hier. Aber wenn ihr Typ seid mit Familien und Mathe, der Terror drin ist, wer ist das dann mit Gemeinschaft? Schaut wir uns alle bloß an? Wer datet? Na, kommt dann eine Antwort? Mir geht es so und so. Gemeinschaft ist, wir stellen Fragen und wir kriegen Antwort. Der andere stellt Fragen und wir geben Antwort.
Der Heilige Jesus ist nicht irgendwo, nicht zu Sonne, nicht hier. Der redet mit uns, da Berne. Nicht irgendwo Büte willst, der wohnt hier. Er wohnt in die Berne. Und da ist es aus einer ganz leise, makelige Stimme. Der brellt nicht, der braucht nicht brellen. Der redet aber mit uns, wir kennen am Herrn. Es ist dort, wo Gott sieht, vorher, dass wir mal ruhig wurden. Das ist nicht einfach. Ne? Wir sind plotische Menschen, wir sind so erschafflich, dass wir uns mal eine halbe Stunde ruhig ansaten, sagt Gott, lass mich die Hirn. Vielleicht hast du eine Frage, dann frag mal was und horch mal. Wie fragen, und dann gehen wir kurz weiter wieder. Frag mal was und dann nimm dir mal wenigstens 5 Minuten Zeit zum Horchen, außerhalb was sagt. Und dort, was er dann sagt, kann einfach der erste Gedanke sein, wenn die dann nur fragen. Nicht einmal überfragen. Es will dort einfach aussprechen, dass dort ganz klar ist, der Heilige Jesus ist Gott. Und der Heilige Jesus ist eine Person. Und der Heilige Jesus wohnt in uns beiden. Wir wollen die Ehre, Heilige Jesus, dass du Gott bist. Dass du ein Gott bist, wird redet. Wird in uns beiden wohnt. Wird uns verändert. Und wird uns sagt, wer wir sind. Dankeschön. Dankeschön, Heilige Jesus, dass du gekommen bist. Und wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, uns zu taufen mit dem Heiligen Jesus. Und wir brücken dazu nötig. Wir danken dir. Der Heilige Jesus kommt und was er gebracht wird, Geschenke. Heute selbst ist das die letzte Geschenke, aber heute bringt er immer eine ganze Kur voll Geschenke mit. Was hat der Heilige Jesus mitgebracht? Vielleicht will wer mal was sagen. Was hat der Heilige Jesus alles gebracht nach uns? Hoffnung. Aha, Guve. So ja gut. Jeder einer, wenn gelebt ist und Jesus haft, eine was mehr Guve. Einfach am der Church, der Brüder und Schwestern, dem Körper von Jesus mitzumachen, zu sehen, abzubühen. Es ist schon, wie verstimmt uns bloß die Jachte früher. Und der Heilige Geist gibt uns Guve, dort wir reden und schaffen, dort der andere Gott seine Läufe sperrt und mitgemacht wird. Wo der Feind uns bloß durchheben wird, uns bloß möglich macht, was wir nicht sind und nicht kennen und nicht wollten und so weiter. Wie soll einer dem anderen mitmachen, abbühen, abhalten? Was hat er noch für Geschenke gebracht? Weisheit. Oh ja? Und Weisheit braucht wir, um Gott zu fürchten. Und braucht wir, rechtlich zu leben. Weisheit ist nicht bloß, was zu wollen, kannst viele Mädchen lesen und wollt es trotzdem nicht, wie man lebt. Weisheit ist, wo lebe ich nicht? Dankeschön, Heilige Jesus, für die Guve, die du gebracht hast. Dankeschön für die Weisheit, die du gebracht hast. Für die Geschenke bringt er noch. Tan wie gar nicht verheer. So ein Beet aus Menschen, mal mehr aus Paar, wenn man läuft, seine Kinder. Der Heilige Jesus kommt, sagt es, und hat uns abgefällt mit Gott seine Läufe. Dann stellt ihn vor. Die Schrift sagt, der Vater, der Sohn und der Heilige Jesus haben alle Typ wohnen genommen. Keiner will allein da wohnen. Die wollen da alle Typ an uns wohnen. Und Gott ist der vollständige Läufe. Der kommt näher mit seinen Läufen. Wenn ich Geschenke habt er noch. Selbstbeherrschung. Das kann wir früher auch nicht so gut. Uns selbst zu beherrschen. Dem anderen hecherte Hebus uns selbst. Dem anderen wichtigerte Markus uns selbst. Wie wir ohne dem Heiligen Jesus an uns Beine, wie wir vielleicht nicht eine Büte, aber eine Beine, wie wir alle so ja selbstsüchtig. Wir haben bloß an uns gedacht, wird uns gut jetzt und nicht der andere. Dort ändert bloß der Heilige Jesus, wenn er in uns wohnt. Der Heilige Jesus, das Erste, was er tut, der merkt, dort wie Gott seine Kinder waren.
Der hat uns nie geboren. Das erste, wenn die, ab die kommt, wenn Jesus die mit dem Heiligen Geist tauft ist, da wird nie das Leben, wird da geboren in die Beine. Du bist nicht mehr bloß Fleisch und Blut, und du bist nicht mehr bloß ein Nachkomme von Adam. Dort ist aufgeschnitten. Du bist eine neue Person, du hast eine neue Natur. Gott wohnt in die Beine. Und du bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter von Gott. Dort bringt die. Wir danken dir, Heilige Geist, dass du uns diese Geschenke gebracht hast. Wir danken dir dafür, dass du uns nie geboren hast. Und wer dort noch nicht hat, der kann wirklich herkommen, sich hier vorne hinstellen und mit uns mit Hilfe zu beten, sei, ich will auch nie tun. Mir reicht bloß egoistisch und selbstsüchtig zu sein. Ich sie meut von Stolz und von Neid und von Hassen. Ich brauche ein anderes Leben. Komm, wir wollen zu beten, die helfen, ein neuer Mensch zu werden. Der Heilige Geist kommt für das. Der Heilige Geist kommt, weil Gott dann in uns Beine wohnt, dort wir am so dicht bei sein können. Vorher erst dort, wenn wir uns Zeit nehmen, ganz allein zu sein mit ihm. Und dann eben am nur denken, und am mit unseren Augen von uns hört und kicken. Manchmal haltet diese Büterstuhl getötet machen. Und sich fertigstellen, dort hat sie den Tempel, wo Gott wohnt. Der allmächtige Gott, der wohnt in mir. Und Jesus sagt, wie verlangt es nicht jünd. Es ist ein Brigam, das seine Brüt. Ich bahn mich so nicht die. Wollt ihr? Wie bangen uns auch nicht Jesus? Manchmal aber mehr, wenn es uns schwer geht, dass uns macht helfen. Und hält uns wirklich hier. Aber er bangt es sich, uns einfach gut zu sein. Weil uns einfach am Armen sei, wolltest du gut in sie. Lob diese Läufe an die Nenner. Ich muss bekennen, obwohl ich viele Jahre an Jesus läuft, irgendwo fällt es mir so schwer, diese Intimität und diese Läufe unternehmen. Was erst dort, du erst steht noch was. Go immer weiter für Jesus und sei, was steht mir dort, was steht mir dort, ich will die Nudra sein. Manchmal kostet dort wir uns wirklich weich schlüten, dort wir mal weich vorher für 2 Stunden. Dort wir mal 1-2 Tage fasten und beten, sei Jesus, ich will nur dich brechen, du hast es mir geschenkt. Hort zu Hort, ganz Nudra bedient sein. Wollt ihr dort Gott Gefäule haft? Und dort rollt es seine Gefäule für uns und für andere mit uns zu bereden. Gott will die Stadt Sodom und Gomorra bestrafen. Und er sagt, wir können nicht dort ohne mit meinem Freund geredet haben, mit Abraham. Dann geht Gott eine Person aus einem Mensch sagt aus, jemand mit Abraham sagt, Gubator. Und mir folgt das. Und Abraham sagt, Gott, aber du bist ein wunderbarer Gott. Wann dort auch ein paar sind, wurscht doch nicht. So, vielleicht lese ich dort mal Nothus von dort. So will Gott mit uns reden. Dort sagt, mir folgt für das Zeug das. Mir folgt für den Kind, folgt das. Für die folgt das. Und du sagst Gott, was folgst du gerade? Intimität ist, wenn wir ganz dicht bei sind. Wenn wir mit unseren Kindern uns dicht am Armen. Wenn wir unsere Frühes ganz am Armen. Ganz dicht bei sind. Wenn die Sperre wird anjährt. Dort hat er uns geschenkt. Der Heilige Geist hat uns gebracht, und dort steht in Römer 15, Vers 13. Hier steht es, mochte Gott von der Hoffnung. Ans Gott ist ein Gott von Hoffnung. Mochte Gott von Hoffnung jünd Fällen voll worden mit alle Friede und, ich weiß nicht, wie man das liest, Friede und Friede im Glauben. Dort die mochten voll ab sein in der Hoffnung durch die Kraft von dem Heiligen Geist. Jesus sagt, die waren Kraft geschrieben. Hier steht für Wort. Fröhlich zu sein und ruhig zu sein. Gott seine Ort von Frieden dabei zu haben. Dort bedient, dort Sorgen, Angst, ausgetrocknet sind.
willst Gott wohnt da bene. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist und Frieden und Freude und Hoffnung für uns gebracht hast. Und der Herr Jesus komm, sagt Jesus, und dann, wo ich Kraft habe, meine Zehen zu sein, und da wollen Wunder und Zeichen passieren. Und das passiert auch sofort, das passiert kurz. Wenn der einem kranken Lume der Hund geht und sagt, der Sturm in Jesu Namen, wäre seine Knochen war da ganz. Da wartet der Blinde fangen an zu sagen, döde Stunde ab, als Petrus betet dort. Was immer passiert, Gott wird die Erde durch die Kraft, wenn wir haben. Sei mal, ich habe Kraft. In Epheser steht, wie so, Paulus betet dafür, dass wir Kinder Gottes mal anfangen zu säunen, wenn Kraft in uns bin ist. Du, wenn Jesus in dir wohnt, du bist immer in der Lage, durch die abzuweichen. Ich meine wirklich, also wenn er krank gestorben zu sein, in Jesus die Nummer, stunde ab, dann haft er abzustehen. Wenn du deine Krankheit redest, dann haft er weich zu gehen. Außer es passiert oder eine Tiet, das ist nicht unsere Sache. Da sollen Zeichen und Wunder passieren und dafür verantwortlich ist nicht ich, sondern der Heilige Geist an mir. Aber du wirst nicht stören, wenn ich nicht wahr sei. Jesus sagt, brückt ihr hin. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, da steht so vorkommen, in der Heim von den Aposteln passieren viele wunderschöne Taten. Danke, Heilige Geist. Und was noch passiert, was immer weiter passiert, wenn die Menschen mit dem Heiligen Geist getauft wurden, die fangen an, eine neue Sprache zu reden. Wir danken dir, Heilige Geist, dass jetzt, wenn wir voll sind, dass wir wollen, nicht ut uns, sondern ut die, was das Evangelium. Das Wort ist voll, das woran sie wieder reden. Wir haben hier so ein Wutterkron mitgebracht. Dem können wir tödrehen und updrehen. Und was ich damit mit sagen will, die Brücke ist, wenn wir einen Back mit Wutter haben, ja, da sagen wir, sind 100 Liter Bänder. Und wenn wir den Kron tödrehen, wie viel kommt da noch raus? Nichts. Da ist Wutter, aber das kommt nicht bei Büte. Und ich will mal mit Ihnen ein bisschen darüber reden, was dreht dem Hund tö, den Kron tö, dass der Heilige Geist nicht so wirklich zu sperren ist. Hör ist da. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen und der wird in die wohnen, der wird niemals mehr weichgehen. Du brauchst niemals Angst haben, der Heilige Geist hat mich verloren. Das passiert nicht. Hat Jesus versprochen. Aber eins Tag muss wir nichts von haben. Nicht von seinen Läufen, nicht dort, wie seine Kinder sind. Rein gar nicht. Was kann passiert sein? Erste Grund, weil einfach mal zwei Dinge sagen, würde passieren können, dass ans Wuttergrund ist, dort frische Wutter. Jesus sagt, der Heilige Geist wird aus Wutter, aus einer Ritschschäle. Was kann das sein? Und eins ist, wenn ans Denken immer noch Widerschaft, egoistisch und selbstsüchtig. Wir lesen einmal in Galater 5, Vers 17. Und hier sagt es, willst dort Fleisch verlangt, jeden Jest. In der Jest, jeden dort Fleisch. Und diese war da stuhlen sich einander, so dort die nicht tönen, was die wollen. Und Fleisch meint dort, wie sie denken, aus selbstsüchtige, egoistische, gottlose Menschen. Dort bloß wie eine Mensch sind. Was denkt ich, was will ich, was will ich, wo das ich so ja Lüde ist. Hier sagt es, das Fleisch schafft, kämpft jedem Jest. Also der Jest ist da. Und dennoch kann der Grund sein, wenn wir bloß uns Raum anstreben. Dann folgt ihr so, ist du überhaupt da? Sie hätten die ja Mensch. Mensch, ich will die mitmachen. Best euch die ja Mensch. Und die wohnt Gott in Jest. Aber wer war kapitulieren, wer war aber an sich neu gehen und sagen, Jesus,
Schof, Heilige Geist, schof dort mein Denken sich ändert. Dat het mir nicht mehr an mich selbst dreht. Versprochen ist der Heilige Geist, wird es unsere Kraft zum Unterstänchen, zum Untersäunen. Und wem das nu krijgt onreed, dan wil ik einfach mitmachen, dass wir uns nu eine Minute Zeit nehmen, dass wir Gott bekennen, bei mir, mit mein Denken, mein Hort hast du nie gemacht, aber mein Denken, mit unterschworen. Ich mag ihm damit etwa so mit still beten, und jeder kann für sich Zeit haben mit dem Heiligen Geist, sei ein Brücke Verändernis. Ich will, dass deine Kraft schafft, dass mein Denken sich ändert, dass du in mein Leben in der Mitte stehst, Jesus, und nicht mehr einzahlst. Nehmt dir die zu beten. Wir sind hier, Jesus. Wir wollen, dass du schälst, dass du schälst der Ganze. Wir wollen, dass du Grund aufhast, Jesus. Wir danken dir, dass du uns hilfst, uns selbstsüchtig, egozentrisches, egoistisches Einleben für die Duld zu leihen. Heilige Geist, du bist die Kraft, du hast uns nie tot geschafft. Heilige Geist, wir stellen nu von ganzem Herzen an dem Mäd von uns Hort, ab dem Thron von uns Hort, stellen wir nur Jesus Christus ab. Heilige Geist, schafft dort an uns. Wie lutet dort Tö? Wie lutet dort Öle, dort Stalte, dort Selbstsicht, aller Lös, wie leid dort für die Hand. Jesus, du bist König, du bist würdig. Dankeschön. Jesus vergibt sofort. Futz. Dort geht nur nicht ein Monat, was du dort sperrst. Jesus hat alles betont, was wir falsch tun haben. Und der Heilige Geist ist reut, die kriegt nichts zu helfen. Dort geht ein Prozess, dort geht nicht so ab einmal, dort fängt nu an. Wenn du wirklich Jesus gefragt hast, fängt das nu an und dann wird mit dir trainieren. Eine zweite Sache ist, was im Grund dreht, dort steht geschrieben in Epheser 4, 29 und 30. Dort ist, wenn sich Gott seine Kinder nicht läuft, überstriden. Dort steht geschrieben, dort mag dem Heiligen Geist stellen. Wenn wir einer dem anderen bloß anprallen und bloß Doel machen und was damit sagen und was damit wünschen, scheu anchecken, was immer, wat einer über dem anderen schlecht reden, dann wirst du die Wunder und der Heilige Geist das sagt nicht mehr. Das macht einem traurig. Heute kommt, dass jeder einer von uns mit dem anderen verbunden ist. Die Verbindung zwischen dir und mir ist der Heilige Geist. Der wohnt nämlich bei mir und auch bei dir. Und wenn ich über die schlecht redet, der Heilige Geist wohnt an dir und an mir, dann macht das einem so traurig. Und dann möchtest du nicht mehr, was er sagt. Wir lesen in Epheser 4, 29 und 30. Lut schon schlechtet ihr Red ut jün Mühlgunen. Aber dort, wo gut ist für den neuen Abbü, so dort et Töharcher Genut geben macht. Und betrieb nicht den Heiligen Geist von Gott, mit dem je verseelt worden sind für den Tag von der Erlösung. Futz nur dort, das Wort sagt, red nicht schlecht einer vom anderen. Geschwister, wir sind Gott seine Kinder. Hiet ab schlechte Rede. Red dort, wo dem anderen Möd macht. Und dort ist dort, wo der Kron oben tötet. Wenn die schlecht reden über andere, mag wir dem von selbst töten. Und hier sagt er doch, was die Lösung ist. Red mal gut zu der anderen. Mag an Möd. Dann schält der Kron Säuer. Dann wirst du wundern, was für eine wunderbare Wied der Heilige ist, die geben wird. Hast du mal geprüft, einem anderen zu sehen? Zu hier würde ich einfach nur sagen, wenn wir dort Futzner versammeln, wem dort gefällt, einmal utprüfen. Guck mal ab einem Bruder, eine Schwester zu und sei mal, was abbietet. Bloß denkt ihr dort nicht so Strom ut an den Kopf, sondern go und sei, Heilige, du bist hier da. Ich sehe kommen, einem abzubieten, einem mitzumachen. Dann go ab einem Tö, ab einem und sei, was mitmacht. Und was die Wunder dort mehr was sein als dort, wo du die Reue gemacht hast, wo du dir gedacht hast.
Weil zum Heiligen Geist gefällt dort so, wenn wir einer dem anderen Gott reden und Mut machen. Es wird mir wünschen, der Heilige Geist wünscht sich, dass die Zeit nur im Gottesdienst, nur im Versammlung, wenn wir hören uns alle in der Höhle, dass dort eine Redezeit ist von Mutmacherei. Da wo wir uns wundern, wie viele Menschen bei uns waren, sind worden. Und hört, und soll, und Charpa. Weil es dort gefällt dem Heiligen Geist, dann plein dort Wut ablösen. Wenn wir einer dem anderen Mut machen, dort schafft so ja gut. Und was hier auch bei ist, vielleicht hat einer über die schlecht geredet. Und dort denkt die noch einmal so ja wohl. Da will ich die Mut machen, wenn wir verzeihen. Wenn wir nicht wieder dort wird uns einer wohl tun haft und uns drogen. Wenn wir dort von dort zum Morgens lösen. Und die Wolz wer dort ist, wer die verletzt haft. Und wir haben nur einfach eine Minute Zeit, dort die dort Jesus sagen kannst. Sei dem Nummer, stell für die, was ist mir passiert und wer haftet ihr tun? Leid lutet an Jesus die Nummer kreit nüles. Dort dreht dem Wuttergrund so ja ab, wann wir andere verzeihen. Wann der Zank und der Wein zwischen uns weichgebrochen wurden. Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Heilige Geist, ich danke dir, dass du die helfst, dass wir verzeihen, einer dem anderen. Dass wir die Schuld von einer dem anderen tachluten. Und dort nu kriegt nu der Wein zwei gebrochen zwischen uns worden. Dankeschön, Heilige Geist. Und wir verzeihen, was haben uns die Menschen getan, gesagt und getan, ungecheckt und geschrieben. Und wir verzeihen alle diese Nummers und uns wird schütt wie an den Augen sagen, er lud die los. Wer immer du holst, er lud die los, er verzeiht dir alles. Meistens haben wir unsere Eltern viel zu verzeihen. Pa und Ma, manchmal Brüder und Schwestern, manchmal uns Partner, unsere Kinder. Wer immer dort ist, lud dann kriegt nu los. Der Heilige Geist, dem gefällt dort, und unsere Mädchen zu drehen, zu schaffen mit viel Kraft, wenn wir uns einer mit dem anderen versöhnen. Und wenn du willst, du hast jemand verletzt, nimm die Fuß von dort nur für so eine Zeit, geh hin und entschuldige. Bring dort einen an. Oh, dann fängt das weiter an zu schälen mit dir. Dort wirst du so nehmen. Wir gehen die Krone ab. Wir haben alle hier. Und noch 3 Sachen, welche uns wiedergeben. Und es, dass wir uns ganz jeder Tag immer weiter ganz für Jesus hingeben. So steht in der Apostelgeschichte, Feuer, 24, Bad. Apostelgeschichte Feuer, 24 und dann wieder von 29 Bad 31. Und so aus dort hieden, hoven einstimmig ihre Stimme ab, ne Garten sehen. Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Alles, was du bist, ist. So, das erste, so beten alle in eine Stimme, nicht einer jenem anderen. Und dann lesen wir, sie beten, en nu Herr, tschüt ne ihr dreven, und jeft die nicht schnachts, tot sie mit alle Friemut den Wut reden. Während du die Hand uitstreitst für die Heilung und die Tätchens und Wunder passieren, der ich die Nummer von deinem Heiligen Sinn Jesus. Den Wort gesagt, wir wollen uns schlonen, wir stoppen uns an, wenn wir wieder von Jesus reden. Und die sagen, Herr, und wir geben uns nu noch einmal ganz die Hand. Du hast Himmel und Erde gemacht, hier sind wir für dich. Mach uns mutig und lass deine Hand ausgestreckt, Wunder und Tätens passieren, in Jesus die Nummer. Und dann steht, dann warten sie alle ganz voll vom Heiligen Geist. Wenn wir den Kron abhaben wollen, dann gebt die Hand. Gebt die Hand, sagt Jesus, hier ist mein Leben, hier ist mein Geld, hier ist meine Zeit, hier sind meine Träume und Visionen. Und zweites ist, dass wir Jesus anbeten. Ganz für uns, der Kolatyp. Das bedeutet, denkt und redet und singt von Jesus. Für Jesus. Wie er ist. Und wie so er heute mir läuft. Was heute für Charakter hat. Jesus, du bist uns Gott und wir geben die alle ihr, diesem Samaris. Und nach was im Kron so er aufmacht, ist,
wann wie Gott seine Wahrheiten sprechen, über uns selbst und über andere. Wer sie es? Es sie Gott sein Kind. Ich hab schon Geld. Was ist Gott seine Wahrheit? Gott sagt, ich will die niemals abgeben und die niemals verlassen. Schaut mal, was dort steht. Dort steht in Hebräer, in 9 Kapitel 12 oder 13 Vers 5. Da redet reicht von Geld. Schaut mal den Vers vorher. Da geht es bloß am Geld, am Versorgen. Und dann steht da, ich will die niemals abgeben, ich will die niemals verlassen. Dort ist dort eine Wahrheit, wenn wir sagen, wann das Geld knapp ist. Und manchmal ist es wirklich knapp. Manchmal habe ich die letzten 50 Bolivianos in mein Portemonnaie und dann gebe ich die aus, dann ist es ladig. Was könnt ihr tun? Wo wird das morgen? Und dann sage ich, Vater, im April hast du mich gut versorgt. Wurst du im Mai. Ich danke dir. Ich vertraue dir. Du bist da, wird immer sorgt für alles, was ich brauche. Ich danke dir. Wenn wir erst von dort, wenn er noch nicht von Jesus mit dem Heiligen Geist getauft ist und dort sich wünscht. Wenn du einer erst, wenn sich von dort bekehren will, dort du eine Wohnung von Gott wirst, dann komm einfach nur eine Versammlung hinführen. Hier wollen Menschen sein, wenn du treu sind, mit dir zu beten und dir zu helfen, dort du wiederkommst. Der Heilige Geist wünscht sich dort. Von dort ist sein Fast. Von dort ist das Fest des Himmels. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind gekommen, in uns Beine zu wohnen. Und dafür geben wir ihm alle ihr. Amen.